Hello, YouTube. So, Sonntag, 18:30 Uhr, erster Wettkampf haben wir hinter uns, den Regionalen in der Schweiz, NPC-Wettkampf, wo wirklich fantastisch geplant war. Ich war Men's Physik war zweite Gruppe, also mussten wir auch nicht lange warten, waren richtig schnell durch. Ein bisschen zu schnell durch, wenn ich das so sagen darf, weil ja, gefühlt 10 Sekunden auf der Bühne gestanden und schon war es durch. Hatte nur 2 Konkurrenten leider, hätte gerne mehr gehabt, dass man einfach noch mehr sieht, wo ich stehe. Aber vorab, es war sicher mal der beste Attila, wo wir bis jetzt auf die Bühne gezaubert haben. Plus, dass wir eigentlich noch 3 Wochen offen haben bis zum richtigen, also bis zum Pro-Qualifier, wo es dann auch um die Profikarte geht. Ja, also mit meiner Form war ich voll zufrieden. Wir können noch mehr laden, wissen wir schon mal. Also wir haben jetzt 3 Tage geladen, insgesamt 2.900 Kohlenhydrate, was enorm viel ist. Letztes Jahr also nicht letztes Jahr, sondern letztes Mal, wo ich auf der Bühne stand, hatte ich 2 Tage mit 800 Gramm Kohlenhydrat, also 1.600. Jetzt hatte ich 2.900 und ich bin immer noch nicht voll. Ähm, also wir müssen noch mehr Fülle reinbekommen. Ich wurde zweiter Platz. Ähm, War zuerst für mich, ja, 'ne Enttäuschung, weil ich in der Schweiz noch nie verloren habe in meiner eigenen Klasse. Aber jedes Mal, es gibt immer das erste Mal. Aber Feedbacks waren wirklich nett. Also, nett ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe wirklich sehr gute Feedbacks bekommen. Ähm, Habe auch noch Feedback bekommen, geholt beim Judge, bei Emilio, der auch die Wettkämpfe in Alicante plant. Sein Feedback war erstens also Rückenansicht muss ich ein bisschen nach links eindrehen, weil ich ein bisschen schräg war, und mehr Fülle und dann sollte das passen. Yes. Und Posing noch verbessern, dass es einfach noch schneller sitzt alles. Plus Tom hat mir auch gesagt, ich muss noch mehr den Killerinstinkt in mir haben, wenn ich auf die Bühne gehe. Das stimmt, weil ich gehe da nicht gerade auf die Bühne mit dem Gedanken, ich zerstöre jetzt alles, aber das sollte ich eigentlich haben. Ähm, Ich nehme das manchmal zu easy. Also nicht, dass mir das egal ist, aber ich gehe da auf die Bühne, mache mein Ding. Aber ja, ich muss dann mit mehr Gewalt rein, würde ich mal so sagen. Ich bin da zu friedlich. Genau. Also, jetzt analysieren wir mal, wieso es den zweiten Platz gegeben hat und nicht den ersten. First ein kleines Video ähm, von meiner Einzelpräsentation. Genau, das war die Einzelpräsentation. Also, ja, seitlich alles gut, Front auch. Rücken eben brauchen wir noch mehr Kohlenhydrate, dass hier unten das mehr rauspoppt. Also von der Härte her, denke ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ähm, aber wir brauchen noch mehr Fülle und eben hier, das da muss runtergehen, also so schräg nach unten, dass ich wirklich komplett gerade da stehe. Ja, und dann haben wir eigentlich noch ein zweites Video. Machen wir schnell das hier. This is your open men's physique B. Mike? Hier Frontpose. Hier wackel ich dumm mit dem Arm rum, das muss ich auch in den Griff bekommen. Jetzt Backpose.
Jetzt kommt der Moment, wo ich verloren habe. Es platzieren sie mich nach draußen. Grund dafür ist Rückenpose. Da muss man meinem Konkurrenten halt lassen. Eben hier sieht man es richtig gut, dass ich so ein bisschen schräg stehe. Aber warte, ihr seht den Kollegen nicht. Er hat einfach halt hier richtig starke Muskulatur. Ja, wäre ich besser gestanden, hätte es vielleicht für den ersten Platz gereicht. Weil ich denke, Frontpose war ich besser mit meiner dünnen Taille. Ja, aber wäre Rücken noch mehr voller gewesen, ich nicht schräg gestanden wäre, hätte es vielleicht für den ersten Platz gereicht. Darum Learning by Doing. Nach 2 Jahren wieder auf der Bühne muss man halt sich auch wieder reinfinden, reinfuchsen. Aber eben zweiter Platz kann man nichts sagen. Ähm, und eben, was mir das Wichtigste ist, besser sein als letztes Mal. Conditioning war besser. Also ich war härter als letztes Mal. Klar, mehr Masse. Nach 2 Jahren Offseason sollte man auch mehr Masse haben. Ähm, Ich habe mich nicht irgendwie verformt oder so. Daher sollte das wirklich gut passen. Hier haben wir auch, ja, hier noch ein Foto, wo ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Kann ich hier noch ein bisschen weiter rein? Nein, leider nicht. Aber hier sieht man es noch mehr. Also eben, ich stehe da ein bisschen schräg. Er hat halt brachiale Rückenmuskulatur, aber wenn ich da gerade stehen würde, würde es noch mal ein bisschen besser aussehen, weil ich finde, meine Beurteilung, ähm, von der feinen Struktur und der Aufteilung habe ich einen besseren Rücken. Auch Schultern ist da auch mehr Details drin als jetzt bei ihm. Darum, ja, war wahrscheinlich sehr knapp. Aber eben, es war jetzt unsere erste Peak Week mit meinem neuen Coach Gabriel. Und wir wissen jetzt, okay, wir müssen mich mehr füttern, dass ich wirklich diese Fülle hinbekomme, was wir ja, brauchen auf der Bühne. Plus, es geht jetzt nochmal 3 Wochen. Da geht auch nochmal ein bisschen Fett weg. Ähm, und dann ist es nochmal ein bisschen tightiger, nochmal ein bisschen besser. Und dann schauen wir, was ja, Pro Qualifier, wie es da kommt, weil variiert halt wirklich von Wettkampf zu Wettkampf richtig stark. Ähm, also kann stark variieren, sage ich mal so. Weil ja, manchmal wollen sie das mehr, manchmal wollen sie dieses mehr. Ähm, Gutes Beispiel, zum Beispiel letztes Mal, wo ich gestartet bin, Dennis James Classic, dachte ich eigentlich, ich kann einpacken, weil alles die Athleten, die gegen mich waren, viel mehr Volumen hatten als ich, aber ich habe dann trotzdem gewonnen. Ja, und was mir sicher auch aufgefallen ist, halt, das Niveau ist halt nochmal ein richtiges Stück nach oben gegangen. Also auch halt von der Muskelmasse, was man jetzt braucht, damit man überhaupt vorne mitspielen kann, ist schon krass wieder gewachsen. Ähm, also das, man kann das wirklich, also wäre ich heute mit der Muskelmasse gestartet, wo ich von 2 Jahren gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich kein Land gesehen, obwohl ich damals gewonnen habe. Also ist wirklich halt nochmal on top deutlich viel mehr Muskelmasse jetzt in der Men's Physik drin bei den Amateurathleten als vor 2 Jahren. Ähm, Wird dann auch mal spannend, wenn man die Profikarte hat, ob da wirklich alle ins Weight Limit reinkommen, weil es nicht so hoch. Ich habe da noch ja, 1, 2, 3 Kilo offen, wenn ich Profi werde, wo ich noch oben drauf packen kann. Das bringt uns auch gerade zu einer Frage, wo im letzten Video in den Kommentaren stand, was passiert, wenn ich die Profikarte hole. Also erstens, ja, ob ich die Profikarte hole, ja, kann passieren, kann auch nicht passieren, kommt immer darauf an, wer alles international startet und wie gut alles passt. Klar, es ist ein Ziel, aber für mich persönlich ist jetzt das Ziel für den nächsten Wettkampf, die Form zu toppen, besser sein als jetzt und dann eigentlich immer wieder
mehr Progress, ob das ist, die Form ist besser oder das Posing sitzt besser, et cetera. Yes, und wenn ich die Profikarte hole, dieses Jahr kommt halt darauf an, ob ich dann dieses Jahr direkt mein Debüt mache, weil ich eh schon ready bin. Oder ich dann halt mal noch mal sage: „Okay, wir machen noch mal 1 Jahr, 2 Jahre Aufbau und gehen dann als Profi.“ Ja, aber das hängt dann auch alles noch mit dem Privatleben zusammen, was da dann so passiert. Ja, gut, das war's eigentlich. Nächsten Sonntag gibt's wieder Update-Video. Ich bedanke mich mal wirklich bei allen, die vor Ort waren oder auch über Instagram mir geschrieben haben. War wirklich sehr nice, so viel Feedback zu bekommen, auch wieder die Leute zu sehen, ähm, und so eine Unterstützung zu spüren, auch von meinen besten Kollegen, wo vor Ort waren. Weil da merkt man wieder, dass man wirklich wirkliche Freunde hat. Ich habe mich jetzt wirklich dieses Jahr noch null um meine Freundschaften gekümmert gefühlt, aber es ist einfach von denen selbstverständlich easy. Arthur hat Wettkampf. Er meldet sich weniger, aber ist auch, die kaufen sich sofort ein Ticket, kommen sofort, gefühlt nur für mich zu sehen für 10 Sekunden, gefühlt auf der Bühne zu sehen, machen sie sich den Weg nach Brugg, kaufen Tickets und sind da und geben mir Feedback und unterstützen mich. So Freunde muss man zuerst mal finden. Auch, natürlich alle anderen Leute, die mich unterstützt haben, Dankeschön und besonders ein großes Dankeschön an meine Freundin, die zum ersten Mal jetzt an einem Wettkampf war und die jetzt richtig so auch angestochen ist so. So: „Ja, jetzt geben wir Vollgas, dass wir, beim nächsten Wettkampf, Erster werden.“ Ähm, yes. Gut, lang geschnackst. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Genießt den Sonntag und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.